So, hier kann's gefährlich werden. Ach, müssen wir denn auch gerade den Weg nehmen? Da sind nämlich die Dinger da, die Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Snapper. Ich glaube, wir warten lieber. Kriegen wir die Fähigkeitspunkte? Die kriegen wir sogar, das ist gut. Ja, er kann so schickmittlich rauf, wa? Dann sammeln wir hier das Krautei. Ein Mistvieh weniger. So, jetzt warte mal. Und wir müssen noch Schlösserknacken üben. Besser gesagt lernen, denn wir haben da oben irgend so eine Truhe, wo wir natürlich wieder nicht rein können. Okay, jetzt sind wir bei der Ausgrabungsstätte, wo wir ja schon mal drin waren, wo wir zum... Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Ach, der haut jetzt ab. Springt der? Hey, da drin sind die Orkskelette. Deswegen haben wir noch geholt, dass wir da halt durchkommen. Ja, der haut jetzt wirklich ab. Und wir hängen wieder da. Habe ich ja gesagt, Saturas ist da drin, nicht? Aber ich glaube, wenn wir da einfach durchflitzen, dann werden uns wahrscheinlich die Goblin-Skelette kaputt hauen. Tja, wenn wir wüssten, wo genau Saturas ist, wahrscheinlich geradeaus, haben wir vielleicht einen Drang der Geschwindigkeit. Wahrscheinlich haben wir wieder sowas nicht. Oder vielleicht ein Zauberspruch. Untote vernichten. Kann vielleicht nützlich sein, weil die Goblin-Skelette sind da Untote. Das kann ich nicht lesen. Mhm. Das da? Das kann ich nicht lesen. Ah, ne, gut. Nochmal speichern. Und dann nehmen wir mal die Beine in die Hand und flitzen da durch. Aber nicht geradeaus. Sondern wohin? Doch, da oben, oder? Also, auf geht's. Und wir haben schon an der Backe das ganze Rudel. Ach, da ist er. Hallo, Saturas. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Jetzt, Alter, der erste Schicker. Weil sonst, glaube ich, hauen die kaputt. Ein Mistvieh weniger. So, haben wir es jetzt. Okay, erst einmal heilen, ne?
Was haben wir da? Sonnenaloe. Okay, nehmen wir vielleicht oder mal hier da die Heilpflanzen. So, Heilkraut haben wir einige. Okay, speichern. So, ist denn das Saturas? Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für möchtegern Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Betrogen? Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ja, was haben wir uns dabei gedacht? Ja, ich würde sagen, es war notwendig, ne? Wegen dem Erzdämon. Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ja, wir gehören zum Ring des Wassers, ne? Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du die Rüstung unserer Kinder. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Immer doch. Ich bin mit Lares hierher gekommen. Lares? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Lares ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Lares es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon, aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Riordian. Ja, dann werden wir uns gleich mal vorknüpfen. So, wer ist denn das da? Ach so, das ist wieder einer vom Varus Biker Mod.
Vielleicht sollte ich das vorlesen, ne? Weil es ist ja nicht vertont. Oder? Was fast besser? Also beim nächsten Mal dann. Okay, wir suchen Riordan. Der da irgendwo im hinteren Gewölbe rumrennt. Vielleicht der Typ da. Ah ja, da haben wir doch. Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanos. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. So, Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Ah, ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Wusstest du das? Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Ach, das kostet Lernpunkte. Okay, haben wir nicht. Saturas wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Okay, gehen wir zum Nefarius. Der da hinten rumlungert.